Zu den Jiden in Boston und Umgebung seid begrüßt. Alle Mittwochabend von 7:30 bis 8:30 könnt ihr hören ein jüdisches Radioprogramm, das jüdische Kohl, auf der Station WNR 1600 AM Brookline, was bringt euch alles auf Jiddisch, sei von Reklames bis Unsummen, bis Musik von der größten weltberühmten Chazonim, Volks- und Theatersänger und von den neuesten Schaffungen von den Klesboren von der ganzen Welt. Wir haben euch lebendige Gäste, Schreiber, Dichter, gebildete Persönlichkeiten und gesellschaftliche Führer, von denen wir können sich viel lernen. Wird größer Know-how von dem Programm, sagt der Refrain zu Bekannte, wegen dem Programm des jüdischen Kohl sollen sie euch hören und ein Know haben. Hört sich alle Mittwochs zu, von 7:30 bis 8:30 Abend, das jüdische Kohl-Programm auf WNR 1600 AM Brooklyn und hört an nur. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend, ihr hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brooklyn, das hat zu euch mehr David. Heint beim jüdischen Kohl ein Interview mit Philipp Goldick, euch bekannt mit seinem jüdischen Namen Fischl. Ist jahrelang gewesen als Schauspieler auf der jüdischen Bühne in Montreal. Hat euch ein Talent zu davenen die Yomim Noraim einmal. Wir haben gemacht ein Interview mit ihm vergangenen Chodesh beim Kongress von die Lebengebliebenen von Churban in Los Angeles. Ihr werdet sich bekennen weiter mit ihm. Erst lassen wir anheben mit den Neues von Kol Yisrael von Jerusalem, übergegeben von Avremi Sachs. Kol Yisrael von Jerusalem, die jüdische Auditie. Kol Yisrael von Jerusalem, Shalom euch alle unsere Zuhörer, und seien die Neues von Tor gelehnt von Avraham Sachs. Israel wird nicht teilnehmen auf der internationalen Shalom-Konferenz, wo es Frankreich wird führen in Paris in 2 Wochen herum. Der Premierminister Benjamin Netanyahu hat erklärt, dass ist angebereit, sich zu begegnen mit dem Vorsitzenden von Palästinenser Instanz Abu Mazen in Paris und kann Vorbedingungen, dass der Konferenz wird nicht vorkommen. Benjamin Netanyahu hat es mitgeteilt dem französischen Präsident François Hollande auf ein Telefongespräch. Von der Premierskanzlei hat man übergegeben, als die internationale Konferenz in Paris wird noch nicht zugeben, gar nicht zu dem Scholem-Prozess. Auch ein Faktor von der Palästinenser Instanz sagt, dass Israel wird tun an strategischen Toes, aber sie wird nicht sein vorgestellt auf der Scholem-Konferenz in Frankreich. Der Faktor hat geteilt, dass der Vorsitzende von Palästinenser Instanz, Abu Mazen, ist gewesen gerät zu sehen sich mit Benjamin Netanyahu in Moskau bescheiße und erzieht in Paris, und auf beide Fällen hat Netanyahu sich abgesagt, sich zu begegnen mit ihm. Das der weiß laut dem Palästinenser Faktor, als Benjamin Netanyahu ist nicht interessiert in kein Scholem. Der Plenum von Knesset betrachtet die Einordnungsgesetz von den Inhaltspunkten. Eins wird vorkommen die erste Abstimmung wegen ihm. Deputaten Sholi Mualem von den Initiatoren von dem Gesetzsitzung, als anhalten die jüdische Yeshuvim auf jener Seite grüner Linie ist ein öffentlicher israelischer Interesse, und als die Regierung muss sehen, als das Leben in Juda und Shomron soll normalisiert werden. Deputat Benny Begin von der Likud-Partei und ein Gegner von dem Gesetz hat gesagt, als im Laufe von der Kolonisation von Yehuda und Shomron haben sich gestellt verschiedene Probleme, was fordern eine stabile und gerechte Lösung. Hat gesagt aber, als die Einordnungsgesetz ist nicht die gewünschte Lösung. Die Koalition hat Nächten vorgelegt eine modifizierte Nussach von dem Einordnungsgesetz und dem 7. Paragraph, was behandelt die retroaktive Folgen von dem Gesetz, was haben gesollt haben, aber deit euch in jene Fallen, wegen welcher das Gericht hat schon verurteilt.
hereingerechnet dem Yishuv Amona. Die Ministerenkommission für Gesetzgebung hat Nächten bestätigt den Vorschlag und erzieht wird zur Betracht von vor der ersten Abstimmung. Der Premierminister Benjamin Netanyahu hat gesagt auf der Sitzung von der Likud-Partei, als die vorgelegte Lesung zu der Amona-Frage wird kennen der möglichen, die Einwohner bleiben dorten, nur sie werden dürfen überpäcklen auf etliche Meters weiter. Er hat erklärt, wir suchen und finden Lesungen, was einem bisher nicht gefunden geworden. Und das alles in den Rahmen von Gesetzlichkeit und rechtliche Normen. Der Finanzminister Moshe Kachlon hat gesagt auf der Sitzung von der Kulanu-Partei, als wir können nicht opiten die jüdische Yeshuvim, nicht iten dik dabei die Prinzip von rechtlichen Normen. Er hat ausgedrückt seine Zufriedenheit von dem Vorschlag, was wird können zu helfen die jüdische Yeshuvim und jüdische Einwohner, nicht scheppen der Bit das sechste Gericht und die rechtlichen Normen. Der Vorsitzender von der Arbeiter-Jehudi-Partei, der Bildungsminister Naftali Bennett, hat gesagt zu Journalisten, also ob die Einordnung Gesetz wird Tage bestätigt werden, kämen reden wegen noch einer politischen Überkehr, also wie jenem von 77. Jahr, und als erst wird man können sagen, als die nationale Lager Eibton beherrschen die Meluche. Und der vorgesehene Wetter. Morgen werden unsere Temperaturen fallen und werden sein niedriger wie gewöhnlich dem Saison überhaupt auf die Berge. Es wird eventuell gehen leichte Regens überhaupt in Zoffenland und Lengois dem Breg. Freitag kommt eine bedeutige Änderung. Schabbes werden noch kälter, es wird sein kälter wie gewöhnlich dem Saison überhaupt auf die Berge und es wird eventuell gehen ein Regendl. Die vorausgesehenen Temperaturen bei Nacht und Morgen. In Jerusalem von 8 Grad ein bei Nacht bis 15 Morgen Mittagzeit. Tel Aviv 13 bis 19. Haifa 13 bis 17. Tzfas 6 bis 12. Beersheva 8 bis 19. Und in Elat von 13 Grad ein bei Nacht bis 23 Morgen Mittagzeit. Das ist gewähnt der tägliche Bericht von der jüdischen Edition von Kol Israel. Das ist gewähnt der tägliche Bericht von der jüdischen Edition. Unsere Editions können hören euch auf unseren Webseiten unter dem Namen Kol Israel bei Jiddisch, die jüdische Edition von Kol Israel. Philipp oder Fischl Goldig stammt von Galicia. Hat übergelebt am schrecklichen Churben und wird das beschreiben in seinem Interview. Zähnliche Jahren verweilt dem Eulam von Montrealer jüdischen Theater mit seinem Talent für Singen und Schauspielen. Lass mir anheben mit Herrn im Singen. In einem Auftritt beim Montrealer jüdischen Theater Fischl Goldig singt Kum Yeshayas Cholam. Wörter von Mem Shafir, Musik von David Botvinnik.
Seid ihr so gut? Geht euer Namen? Mein Name ist Fischl Goldick. Und Fischl, kennt ihr erzählen von euren frühen Kinderjahren? Ich bin geboren geworden in der Ukraine, in polnischer Ukraine, in einer Stadt, was heißt Mielnica. Dort in 1933. Ich bin gewesen 6 Jahre. Alt gewesen 6 Jahre, wenn die Milchome hat ausgebrochen. In der Zeit hat Hitler und Stalin gemacht einen Pakt. Stalin, das heißt Russland, hat genommen unser Provinz auf Ukraine. Und der Deutschen haben verstanden zugenommen ganz Polen. Die erste Sache, was es gewesen, was wir haben geraten, was die Zores haben sich angehoben, ist gewesen aktuell noch bei den Russen. Einmal in einer Sonntag, Batog, ich und meine Eltern sind gesessen, gehabt Mittagszeit, sind reingekommen, 2 Chevre von der KBG, eigentlich haben sie geheißen NKVD in jener Zeiten, mit der Poliziant, mit der Bix, und haben gesagt, dass wir haben Orders, wir haben uns geschickt. Da ich sagen, also ich habe 3 Tage herauszufahren von unserer Stadt, verlassen nach Heim, noch mitnehmen, das was wir können mitnehmen in der Hand und wir können weggehen in eine andere Stadt, nicht weit von unserer, 25 Kilometer weg. Und dort, wir können da nicht sein. Mein Tat hat angegeben, für was, für wen, was habe ich getan. Wir wissen nicht, das sind die Orders. Das ist die Befehlung. Nur, wir haben nicht gehabt, kein Öfen, wie er soll überzubleiben in euch, gemäß gehen. Aber fangen weggehen von der Stadt, hat mein Tate weggeschrieben, einen Brief zu Stalin. In jener Zeit schreiben einen Brief zu Stalin, und ich gewinne noch so, ja. Davor hat man gekannt, weggehen in Sibirien. Aber mein Tate gewinne sehr aufgeregt. Hat er gesagt, ich schreibe einen Brief, und hat weggeschrieben einen Brief zu Stalin. Da haben wir gemacht, ich muss da wegfahren. Sind wir weggefahren da an der Stadt. Mein Tate hat gekriegt Arbeit. Und wir haben gehabt eine andere Tiere. Und wir sind dort gewesen, 1,5 Jahre. 1 Jahr und 6 Monaten. Sind reingekommen, noch 1,5 Jahre, sind reingekommen, noch einmal 2 NKVD, KGB, nicht Soldaten, aber die sind reingekommen und haben gesagt, reingekommen in das Haus, angeklappt an der Tür, also stark, und du bist die Borg Goldig zu meinen Taten. Und mein Tate sagt, ja, ich bin Borg Goldig. Du musst kommen mit uns zu der Polizei. Auf das nur in jener Zeit haben wir geheißen gehen zu der Polizei. Ich bin gewesen noch ein Weg. Oh, meine Mama hat geweint und ich habe geweint. Aber wir haben nicht gehabt, keinen anderen Weg. Mein Tate ist eingegangen zu sehen auf der Polizei. Und dort haben sie mal weggesetzt und sag mir, du hast geschrieben einen Brief
zu meinen Taten, du hast geschrieben einen Brief zu Stalin? Mein Tate sagt, ja, was soll er sagen? Er hat doch gewusst, dass das ist er. Wir haben übergekriegt euer Dossier, bei Dokumenten und wir haben bestimmt, als ihr seid nicht schuldig und ihr mögt sich zurückziehen zu eurer Stelle. Haben wir sich eingepackt und haben zurückgegangen in die Stadt. Wenn sie mir gekommen in die Stadt rein, in unsere Stadt, wie ich bin geboren geworden, in unser Haus ist schon gewesen verhabt für die Offiziere von der russischen Armee. Haben wir gedingen an andere Tiere und wir sind dort es ist gewesen fein. Mit 3 Monaten später, 4 Monate, ist der Pakt geworden zerbrochen zwischen den Russen und den Deutschen und die Deutschen sind da reingekommen. 3 Monate später haben wir bekommen eine Befehlung von sie. Sie sind herumgegangen mit so einer Automobilen mit die Größe, wie heißt das, die Speakers, die Größe, wo sind auf dem. Und die Befehlung ist, als alle Juden von unserer Städte, und wir gehen in eine andere Stadt, wo es gewesen um 60, 70 Kilometer von uns. Und wir müssen gehen dort in Ghetto. Nicht nur in unserer Städte, da alle Städtler herum, die Ghetto ist gewesen in einer Stadt, was hat geheißen Borschow. Und alle Städtler und Dörfler herum haben sich gemisst, reingehen dort in den Ghetto. Wir, noch einmal, 3 zu 4 Tage, haben alle gemisst weggehen. Gar nicht nehmen, nur das, was man kennt, tragen mit sich. Und wir sind mit der Bahn weggefahren in Borschow. In Borschow haben sie genommen ein Teil, es ist eine größere Stadt, nicht sehr groß, aber größer für unsere Städte. Was haben die getan auf dort? Haben sie genommen ein Schettach von der jüdischen Sektion, dort in der Sektion. Und dort haben sie, mal sagen, 10 Gassen in der Breite und in der Länge, mehr wie weniger. Und nach ihm drohten, oder die Stecherdicke drohten, immer dem herum. Und dort sind wir gewesen, ein Jahr und 4 Monate. Das Leben in Ghetto ist gewesen gefährlich. Zum ersten Menschen, weil sie gewesen als ein kleiner Städter mit 1000 Menschen da rein. Haben gewohnt ganze Familien mit 3, 4 Kindern. Haben gewohnt in ein Zimmer. Meine Eltern und ich haben gehabt ein Zimmer. Eine Toilette gewesen und ist gewesen weiter weg. Und also hat man das, aber das ist noch nicht gewesen, das Ganze. Euch Essen ist gewesen, wir haben gerade die Rations, Rations, aber es ist nicht gewesen genug. Wasser ist euch nicht gewesen genug zu trinken. Also ist es gewesen schrecklicher. Und Menschen haben gewohnt, einer auf den zweiten. Man hat gehandelt. Kinder. Ich bin gewesen 8 Jahre alt, wenn ich bin reingegangen in Ghetto. Kinder, meine Jungen, sind schon nicht gewesen mehr Kinder. Sind gewesen schon Menschen. Sie haben verstanden, was es geht an. Sie haben gewusst, was es sein. Und sie haben gehandelt mit den Ukrainer und mit den Polen durch der stecherdicke Drohten. Gemacht, Schmugglerei? Eine Schmugglerei. Haben sie gehandelt, daher und dahin. Aber das ist gewesen.
Aber die schlechte Sache, was ist die ämmerliche schlechte Sachen, wo sind dann gewesen, ist in der in Ghetto kiemat jeden Ayontef, also wie Pesach, wie Shavuos, wie Sukkot, haben sie gemacht Aktiontag auf Deutsch. Das heißt Action Day, oder Aktion, ein Tag von Aktionen. Wo sie gewähnt die Sache, so pflegen reinkommen, 7 Säger, lassen wir sagen, in der Früh, und dann gehen zu schießen. Wem sie gekannt sehen auf der Gas, sie haben viele sind gegangen in der Häuser. Und wem sie haben getroffen, geschossen auf Mord. Das ist gegangen, allemal sie gewinnen ein Jontef, und man gewusst schon, als sie geht, kommen eine Aktion. Also eine Aktion. In einer von denen habe ich verloren, mein Seidebaba, 3 Onkels und 3 Tantes. Und 4 Cousinen. Man sie alle so haben es getan so. So haben gegessen, alle Menschen gehen auf dem Beisolem. Und die, die nicht gewollt gehen, die haben sie geschossen. Und nicht sind gegangen dahin. Dort, auf dem Beisolem ist schon gewesen, haben sie gehabt, junge Chevre, wo sie haben gemacht, einen großen Grab. Und dort haben sie geschossen und sie reingeworfen. Und danach hatten sie vermachtet, den Grab. In einem von die, wie so haben sich jeden geraten wird. Jeder einer in die Häuser, wie sie haben gewohnt, haben sich behalten. Auf dem Boden. Sie auf der Wand, wo es gemacht hat, eine zweite Wand. Er hat sich hereingestippt dahin. Bei uns, in unser Building, in unser Gebäude, gewesen ein Ingenieur. Und er hat gemacht eine andere Sache. In Dreußen haben wir gehabt eine Toilette, eine Dreußen der Toilette. Dort nicht gewesen von einem aufgemachten Tier, ist gewesen von Holz als ein Bretel, ein Größ. Wir sollen nicht reinsteppen die Füße in der Blotte. Ist gewesen, lassen wir sagen, 1 Meter bei 1 Meter lang und breit. Er hat aufgehoben das Bretel, gemacht, ungeheuben Grieben reinzugehen. Und danach hatten in alle Männer von dem Apartmentgebäude geholfen, zu graben das. Und hat gemacht, in den Weg reinzugehen. Und danach haben wir schön reingegangen, hatten wir es gemacht breiter und länger und ein bisschen höher. Es ist gewesen Platz für alle Menschen, die sind gewesen in dem Apartment. Als man gehört schießen, und sie pflegen kommen ganz frei, aber gehört schießen, haben sie, hat jeder eine, alle gewusst, man darf laufen im Bunker. Sie behalten. Und so haben sich behalten als Sachmenschen, bis zu der Ende. Wie sie haben gesagt, also sie gehen liquidieren das ganze Ghetto, nicht mehr Ghetto. Wir haben sich gewusst, das mit einem Monat früher, aber da haben sie gar nicht getan, aber mit einmal haben wir gehört schießen, haben wir gewusst, das ist der Ende. Das nicht mehr. Sie gehen herab, sich behalten, hat nicht gehabt keinen Sinn, weil man darf doch rauskommen, einmal besessen und trinken und so weiter. Und ich nicht sterben dort. So Menschen sind nach ihm gelaufen in Ghetto, also wie versammte Mais. Aber wir haben sich gewusst, als in ein Eck von Ghetto
aber jüdische Chevre, zerschnitten die Drotten und gemacht und umgegeben Antläufen. Von jener Seite Gas ist schon gewesen, die nicht-jüdische Gruppe, dort, wo sie haben gewohnt. Und sie sind alle entlaufen dort, dann noch in die Felder und reingekommen zum Wald. Der Objektiv ist gewesen, sich behalten im Wald. Aber, also wie man sich da wisst, jeder im Ghetto, als es ist da eine Öffnung dort, sind alle Menschen, hat sich jeder einer gestippt, auf dem kleinen Platz dort, wie man darf da durchgehen. Wir haben so hoch gelost, laufen ein. Aber wenn sie mir gekommen zu der Öffnung, ist schon gewesen tausende Menschen. Mein Tate und mein Onkel sind durchgegangen. Aber wir haben sich zerschägt, weil jeder hat sich gestippt, also eins im Zweiten, ihr versteht. Also als ich mit meinem Mann und mein Cousin mit seinen Mamen, meine Tante, sind geblieben und meine Tate mit dem Onkel sind rübergegangen. Die Deutschen haben sich da wusste, was sie geschehen hat, oder? Sind sie gekommen mit 2 Autos. Auf dem haben sie weggestellt Machine Guns, die Büchsen, die automatische, und sie haben umgegeben zu schießen von beiden Seiten von der Gas. Bei der Zeit, wo wir sind, meine Mama und ich und meine Tante mit meinem Cousin sind gekommen zu der Öffnung, haben wir schon gesehen, auf der Gas ist gewesen alle geschossene Menschen auf der Gas. Zu gehen weiter wird gewesen ein sicherer Tod. Mama hat beschlossen mit der Tante, wir gehen zurück. Wir gehen zurück in Ghetto. Wir sind herumgegangen, bis wir haben gefunden ein alter, man sagt auf Englisch, a shed, ein alter, wie soll ich es anrufen, wie man ausgeworfen verschiedene Sachen, also beide. Ein Stall? Nicht ein Stall, es war, ja, kiemat wie ein Stall, lass mal sagen. Aber das ist gewesen, dass Menschen haben ausgeworfen verschiedene Sachen in dem. Dort sind wir reingegangen in dem. Sind nicht gewöhnten Tieren. Sind nicht gewöhnten Tieren. Aber dort nicht gewesen, es ist gewesen, übergespalt auf 2. Aber nicht mit Wand. Es sind nur gewesen holzerne Steckler, wo es haben gewesen, jede, lass mal sagen, 10, 15 Zentimeter von einer von zweiten. Und so mal so gehangen. Also. Meine Tante und mein Cousin sind reingegangen in eine Seite und wir sind reingegangen in die zweite Seite. Meine Tante und mein Cousin, dort sind gewesen 2 große die Sachen, was mir also eine große wie soll ich es anrufen, was man gewaschen wäscht darin. Emmerlach? Emmerlach? No, aber große, was man gewaschen wäscht in dem. Okay? Wannes. War so eine große Wannes. Und sie haben genommen die 2 Wannes, sich über sich, heruntergekrochen und dort sind wir scharfstill und sich dort behalten. Jetzt, in meiner Zeit, in unserer Zeit, sind gewesen 2 große Matratzen, gemacht von Streu. In jener Zeiten hatten wir streuende Matratzen.
Ist mein Mann mit gewesen in ein behaltene Amt in der einen und ich in dem zweiten. Ich bin gewesen, da ist, lass mal sagen, als da ist der offene Tier, wie der Tiere gewesen sind, nicht gewinnt Tier, wie gewinnt der Tier. Bin ich gewinnt lebende Tier, mein Mann ist gewesen noch mehr. Und wir haben sich also behalten, hinter die 2 Matratzen. Aber ich bin gelegen unter so, auf der Diagonal. Wie zu sagen, ist auf Jiddisch, denke ich schon nicht. Aber auf der Diagonal. Wir sind dann also gelegen, sehr still. Ich denke, meine Mama hat gesagt, still, kein Wort nicht. Euch, meine Tante und sie sind euch gewinnt sehr, sehr still. Mit einmal, mit noch einer Schotzeit, liegen dort, sind gekommen 2 ukrainische Polizei von SS. Sie haben gerade eine ganze Division von SS. Sind jetzt zugekommen, so mit Gesicht geben. Ja, reingekommen dahin. Zum ersten sind da reingekommen, auf der Seite, wie meine Tante und sie gewesen. Mit der Bix haben sie aufgehoben, die Wanne, die Größe, gefunden mein Cousin, ihn geschossen und bald nachdem mit der Bix wieder einmal aufgemacht, die andere Wanne, und gefunden dort haben sie gefunden meine Tante und ihr geschossen. In einer ist gestanden draußen, der andere hat geschossen Menschen. Dann doch sind sie reingekommen an unserer Seite. Und sind reingekommen, bin ich gewesen, der Erste, was hat sich bald hinter der Matratz, Mama gewesen, noch mehr, sind reingekommen zu mir. Und ich bin gelegen, also wie ich habe gesagt, früher an der Diagonal. Aber wenn ist reingekommen mit der Bix, hat aufgehoben, hat dem Eck, dem Spitz, nicht wie ich bin gelegen, nur hat so in dem Spitz von Matratz, was hat aufgehoben und er hat noch nicht gesehen. Versteht? Also, das bin ich, das ist gewesen das Ärgste von mir, was uns ist ein Zufall. Für Menschen ist es nicht gewesen, keine andere Sache, nur Glück. Das einzige Sache ist gewesen, ein Glück. Für was hat aufgehoben, hat dem Spitz und nicht dem, wenn hebt auf dem, bin ich tot. Was ich nicht gewöhnt habe. Es ist alles ein Zufall, alles Glück. Und hat nicht entdeckt ihre Mama? Wenn hat aufgehoben dort und hat mich nicht gesehen, hat gesagt zum Zweiten, was ist gestanden draußen, sie keiner mehr in der Stelle mehr gehen. Und was gewinnt der Geurl von Taten? Ist erschossen geworden früher? Nein, ist rübergegangen von jener Seite und sind gegangen, es gewinnt, ich weiß, sicher mehr wie 5 Kilometer, sind gelaufen, ein bisschen gekommen in den Wald rein. Wir haben gewartet. Und wir haben gewartet, bis sie gewesen Nacht. Aber weil wir haben gewartet, für eine Schotze 2, haben wir gehört von jener Seite, wie meine Tante und mein Cousin haben noch alles geäuchert und geschrien. Bis sie geworden still, haben wir gewusst, es ist die Ende. Wir haben gewartet, bis sie geworden finster. Und dann haben wir gesagt, wir können da nicht stehen, wir müssen noch etwas tun. Meine Mama hat gesagt, lass mal gehen. Wenn wir sind gegangen zu der Öffnung, was sie gewesen gemacht durch den Tag. Und wenn wir sind gekommen dahin, ich gewinnt keiner, still.
Wir haben rübergelaufen hin. Wir sind weitergelaufen und weiter, bis wir gekommen zu den Feldern, zum Ersten. Die Sache, was ist geschehen in den Feldern, ist, dass wir haben sich nicht gekannt, wir haben nicht gewusst, wie der Weg ist im Wald. Sind wir hingegangen, wir standen herum und wir haben nicht gewusst, wie wir sind. Mit einmal haben wir gehabt, ein Chevre von jungen Schkotzen, wo sie haben 16, 17 Jahre alt. So haben uns das gesehen, in Feld. Sie gewinnen ein Chevre von einem 10, 15 Chevre, haben sie angegeben zu werfen Steine zu uns. Auf meinen Mann, auf mir. Das Blit ist gegangen von mir und von meiner Mama. Meine Mama hat sich gebeten, dass sie soll noch werden, aber weiß er was. Gar nicht geworden. Unser Masel ist gewesen, was sie gewesen ein kleiner Weg, was die Poren haben genutzt, zu kommen der zu schneiden, sehr Produkte und so weiter. Ist ein halben Kilometer weg, ist gewesen ein Haus. Wir haben gesehen das Haus von Weitens. Aber der Farmer, der Bauer, hat gesehen, etwas geht dort vor. Etwas kommt dort vor, ein ganzer Chevre mit. Er hat sich aufgesetzt auf sein Pferd und sie kommen zu laufen. Er hat gesehen, was ist geschehen, gesehen, was kommt vor. Hat genommen und hat angegeben zu schreien auf die Schkotzen, was steht ihr da, was steht ihr da, ihr seht, da meine, alle die Produkte werden zerbrochen und alles geht da weg von dann, hat man noch weggetrieben. Danach hat uns genommen in ein Haus rein, sein Haus, er hat uns ein bisschen und abgewaschen, Bandagen, wie man die hat. Er hat uns gegeben, etwas zu essen und zu trinken. Er hat uns genommen, aber halbwegs zum Wald und gewesen, wie er soll zu gehen im Wald. Und zu sagen, das ist nicht gewesen ein Poer, das ist gewesen ein Malach von Gott. Aber wir sind nicht gekommen in den Wald rein. Der Wald ist gewesen ein anderer Meister. Es ist gewesen sehr winzig zu essen. Wir sind dort gewesen ein bisschen mehr wie 3 Monate. Die gute Sache, was ist geschehen, ist, wir haben sich noch einmal getroffen mit meinen Taten. Wir sind gewesen in Gruppen von 15 bis 20 Menschen. Weil die Deutschen haben gewusst, dass die Menschen müssen entlaufen vom Ghetto, sind im Wald. In sie haben gehabt Patronen, wo sind gekommen in so einem Gesicht. Ja, haben wir es auch mal gefunden, da waren sind gewesen kleine Gruppen. Es ist gewesen sehr, sehr schwer zu leben dort. Bei Nacht pflegen meine Tate und eine Sache andere Männer rausgehen, nehmen Korn von den Feldern, Kartoffel, ausgraben Kartoffel vom Feld und bringen. Aber es ist alles nicht genug. Wir haben auch getrinkt, Wasser ist nicht kein Problem. Wir haben getroffen Wasser dort. Also sind wir gewesen 3 Monate. This is WUNR Brookline. Philipp, es wollte gewinnen, Kadai weiter zu hören. Wir sind da in Los Angeles bei der Unternehmung, was man ruft das Child Holocaust Survivors. Und ihr seid sicher ein Kind von Sheriff Hapleta. Fast forward, schnell vor euch zu euer Leben in Montreal, Kanada.
seid ihr auf der jüdischen Bühne, könnt ihr erzählen ein bisschen wegen der noch Milchomedike Leben in der wunderlichen jüdischen Stadt von Montreal? Ich will noch sagen, in einen Satz, als wir haben sich behalten bei Poer in a Feld, in a Kleindörfel, in a cave, how do you say a cave? In a bunker, für 2 Jahre. 2 Jahre sind wir dort gewesen, in dem Bunker, was mein Tate, mein Onkel, ein anderer Onkel und ich habe sie geholfen ein bisschen und der Poer, der Farmer und wir sind wir dort gewesen 2 Jahre, bis es gekommen, die russische Armee uns befreit. Was ist gewesen die Date, gedenkt ihr? In April von 1944. Jetzt, ich bin herumgefahren über eine Länder, sind wir gewesen in Polen, sind wir gewesen in Tschechoslowakien, wir machen es bekitzer, und dann noch sind wir gewesen 2 Jahre in einem DP Camp, Displaced Person Camp, sind wir gewesen dort in 2 Jahre. In welchem? Von 46 bis in Deutschland? 48 in Deutschland in a Camp in Marken, was heißt, was hat geheißen Pocking, nicht weit von München in Bavaria. So dort sind wir 2 Jahre und dann noch sind wir gekommen zu Kanada. Wir sind gekommen daher in Montreal und wir sind gekommen in Montreal, weil ich hatte einen Onkel, was ist da gewesen, schon ein Sachjahr früher Vater Malchome. Und hat uns herübergebracht. Da in Montreal bin ich gegangen in der Schule, bin gegangen, gemacht 2 Jahre, was ich genommen Klassen in der Universität. Ich bin auch studiert Musik und Stimme. Ich bin ein Sänger und ich habe gewollt sein ein Sänger. Ich bin ein operatischer Tenor. Und ich habe gewollt sein eine Zeit, eine Zeit, was ich gewollt wäre, ein Opera-Sänger, aber das ist nicht gewollt, nicht gekannt sein. Eine Sache von dem ist, ich nicht gehabt, kein Geld zu bezahlen, weil die Lektion ist, was hat gekostet. Danach habe ich gearbeitet, Chasne gehabt 4 Kinder, gerade ein Business, Sachjahren, und jetzt habe ich die 4 Kinder und 7 kleine Kinder. Genau. Eine Klache ist das. Ja, so, kleine Kinder, eine Klache. Und was noch gewollt wegen? Könnt ihr ein bisschen erzählen wegen euer Theaterleben mit dem jüdischen Theater? In Onep von 1970, 71, bin ich reingegangen in Theater. Eigentlich Sidney Soltag hat mich reingenommen in Theater. Und wir sind gewesen, beide in Theater, in jüdischen Theater, knapp 40 Jahre. Wir haben gemacht verschiedene Pieces. Alle Pieces, knapp wie alle, sind gewesen basiert auf jüdische Kultur, also wie Shalom Aleichem, Shalom Ash, ich weiß, Peretz, Judith Singer, Basheva Singer. Wir haben gemacht Pieces von die, aber euch hat andere mehr, lass mal sagen, von der Ritzträger Zeit. Aber alles auf Jiddisch und geht in Jiddisch. Die Direktorische gewesen Dora Wassermann und dann noch ihre Tochter Brianna Wassermann von New York.
Und für mir ist auch gewesen eine andere Sache. Vor 40 Jahren bin ich auch gewesen ein Chasen. Weil ich komme von einer sehr religiösen Familie. Eigentlich, wenn ich bin gekommen in Montreal, bin ich gegangen in eine Yeshiva. Und viele gehen zurückzuweg, habe ich gelernt, teure und andere Sachen, viele im Ghetto. Man hat damit gewollt, ich soll lernen. So als ich ein bisschen Zeit hat man gelernt. Also ich komme raus von einer chassidischen Familie. Mein Tate schon nicht gewinnt hatte. Mein Seide ist noch gewesen nach Chassid. Also als zu seiner Chasen... Entschuldigung, was war Chassid gefolgt der gewissen Reben? Yes, dort Schotkiva Rebbe, was ist gewesen, die Mischpoche von Wiesnitzer Rabbonim. Von mir, alle Jahre, als Kind, in Ghetto, bin ich gegangen in Schabes mit den Taten. Und singen habe ich gesingt alle meine Jahre. Na sag mal, wenn wir, vielleicht meine Tate sagen, geh nur zu dort zum Chasen, helfen wir uns ein bisschen. Also ist von mir gewesen. Aber ich habe studiert Musik, ich habe studiert Hasones. Weil ich habe gewollt machen dem Nussach, was sie darf sein, also wie sie darf zu sein zu jeder Sache. So, ich habe es keinmal nicht gewesen, engagiert als Chasen für ein ganzes Jahr. Nur für die Jungen Neuen. Ich habe nicht gewollt sein, kein Chasen, wie sagt man es, da ein Wörtel, als das ist nicht keine Arbeit für einen jüdischen Boy. Also als ich noch einmal mit darf oben, ich tue es nicht mehr, aber damit darf ich kenne alle Chazonen von Stadt, versteht sich. Und als eins darf mich, ich soll ihn vertreten, für ein Schabbos, für ein Jonte, Tierchen noch ein Tag. Also mit dem will ich entdecken, als mein Leben hat sich angegeben, von mir, hat sich angegeben, wenn ich bin gekommen in Montreal. Okay? Einen großen Dank euch und ich hoffe euch zu treffen, noch einmal weiter und weiter zu reden mit euch und hören eine interessante Geschichte. Und ich will euch ein bisschen mehr Sachen wissen wegen Chazones. Es ist sehr wichtig für mir und für unsere Eulen. Wir haben sehr liebe jüdische Chazones von Mizrach-Europa. Es ist öfter wird in der Zeit, wenn wir mir können etwas singen. Ein Chazonenstickel, ja, jedes Stickel, was ihr wollt. Agef hat ihr Anteil genommen in dem Disk, was Sidney hat beschrieben? Yes. Ja, vergessen zu sagen. Ihr hat doch schon das rekordiert, als es da sein. Wir haben gemacht eine CD, was von jüdischen Lieder, was sind geschrieben geworden im Ghetto. Und eine Sache von sie sind gesungen im Ghetto. Ich meine, sie gewinnen von Krakower Ghetto, ich meine von Warschauer und Lodja auch. Ich weiß nicht, Punkt. Wilner Ghetto. Wilner Ghetto, ja. Also, als wir haben gemacht, eine ganze Gruppe von unseren Chaveren von der Rabbiner, vom jüdischen Theater. Und das wird herauskommen, ich meine, noch einen Monat, 2. Also, Sidney wird mit euch zusammen diskutieren wegen dem. Und ich meine, als Menschen können um Vergnügen kaufen unter dem CD. Man wird hören eine Stimme auf der Platte. Gut? Ja, mich damit angeschrieben. Okay. Einen großen Dank. Shkoyach. Schön dämmere
Und hab dem Besamik das gesungen am Nazeia. Die Stadt Jerusalem hat wieder aufgelebt und zu einem neuen Leben hat jeder gestrebt. Geschwinde, Kinder, die ihnen geliebt alle wohnen. Geschwinde, Kinder, die ihnen geliebt alle wohnen. So Talanisem und Gott, Vadinisem und Gott, geht der Tanzen in Gott. So Talanisem und Gott, Vadinisem und Gott, geht der Tanzen in Gott. Halke, Jonte, verschenen, lustige Afrede, Kaniton und Afrede, alle nach den Räder spielen wir. So die Gäste lacht, die Sessel wir. Geschwinde, Kinder, die ihnen geliebt alle wohnen. Geschwinde, Kinder, die ihnen geliebt alle wohnen. So Talanisem und Gott, Vadinisem und Gott, wir tanzen in Gott. So Talanisem und Gott, Vadinisem und Gott, wir tanzen in Gott.